Hallöchen und willkommen in weiterer Folge seit langem Übersetzung zwischen Hochdeutsch zu Berndeutsch. Hinter mir ist das Glas, was ihr gerne übersetzen möchtet. Es ist immer noch leer, aber keine Sorge, falls ihr gerne möchtet, Übersetzung zum Berndeutsch, könnt ihr unten in die Kommentare schreiben. Und falls ihr das Video nicht verpassen möchtet, gerne noch ein Abo und ja, wenn ihr das Video gefällt, noch ein Like und wenn ihr gern auch noch möchtet, noch die Glocke aktivieren, ist nicht zwingend, so wie das Abo, das ist beide freiwillig und so wie das Like. Ja, weiter geht's. Ich habe schon 5 ausgepickt, es sind nur 5, nicht mehr, also habe ich 5 vorgenommen heute und das werden wir jetzt zusammen anschauen. Natürlich nach der Intro. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Wie gewohnt hier oben in unserer Dachterrasse. Ich habe schon 5 ausgepickt, wie gesagt. Und da werden wir Schritt für Schritt nachschauen. Und da gehen wir schnell zur ersten. Joki oder Jöku. Ein ungeschickter Mensch. Zum Beispiel, da kann ich jetzt zum Beispiel sagen, wenn man plötzlich ein Glas auf den Boden fallen lässt, einfach unextra, ein kleines Missgeschick, würde ich mal sagen, kann man auch ein Jöku oder Joki sagen, also ein ungeschickter Mensch. So, erste ist abgehakt, zweite Dyrala, ist einfach, der hat ganz viele Erklärungen. Ja, da gehen wir Schritt für Schritt durch. Erster Schritt ist durchlassen, passieren lassen, nicht aufhalten und dicht sein. Das weiß ich nicht, ob das zwingend ist, aber das ist mal so das Hauptteil von diesem Wort hier. Ja. Durchlassen, passieren lassen, das wird Ende zu diesem Wort passen, aber man kann auch einen Fehler oder ein Fehlverhalten nicht anwenden. Keine Ahnung wieso, das ist wahrscheinlich ein Fehler. Das habe ich natürlich hier im Internet gefunden. Wenn ihr möchtet, kann ich auch noch Link in der Beschreibung packen bei jedem machen von meinen Folgen. Das könnte ich wirklich noch machen. Da könnt ihr selber schauen, was das alles bedeutet oder in meinem Video erklären lassen, was das bedeutet. Ja, hier ausgeben, verprasseln, das ist zum Beispiel, wenn man 5 Franken in meinen Fällen oder 5 Euro in euren Fällen, ich sag mal Mehrheit von den Sprachen her, also Deutschsprache sind Euro vertreten, wenn man 5 Euro einfach oder das ganze 5 Euro verschwenden würde. So kann man sagen. Dürrela. Oder zum Beispielsatz, er hat sein ganzes Vermögen durchgelassen, er hat das ganze Geld, also seine ganze Geld ausgegeben. Kann auch so sein. Es ist je nach Sätzebau so möglich. Da kann ich gut ein Beispiel sagen, bei
Hallo. So, gute Beispiel sagen. Bei vierten abspielen. Hier kann man gut sehen. Beispiel ein Spiel, ein Tonband. Es kann auch ein Musikstück sein. Einfach Beispielsatz. Ich spiele das Lied durch. Oder in diesem Fall ist ich tu mal das Lied durchlassen. So kann man auch sagen. So, das ist mal auch abgehakt. Ab zu dritte und das wahrscheinlich das leichteste Wort. Abfedern. Das ist 3 Wörter. Abdämpfen, milde, abschwächen. Das ist so wie abdämpfen, milde, abschwächen. Das kann man auch so gut verstehen. Aber ich sage es trotzdem, ein Beispielsatz. Bei der Autos hat auch noch ein Feder oder irgendein Gerät auch, dass es leichter und angenehm abgefedert ist, also abgedämpft ist, dass es nicht wehtut. Ja. Jetzt geht es natürlich vierte weiter und zweitletzte ist natürlich auch noch umschwirren. Ja, ist genau gleich wie umfliegen, rumflattern und sich rumtreiben. Rumfliegen, das macht nur die Fliege und die Bienchen. Summ, summ, summ. Ja, das sag mal so, das ist mal ein gutes Beispiel. Rumtreiben, umschwirren kann man schön im Pool treiben lassen. Rumtreiben, umschwirren. Da sage ich auch lieber einen Beispielsatz dazu. Ich lasse mich im Pool rumtreiben. Im Berndeutschen der Fall ist, ich lasse mich im Pool umschwirren. Das ist irgendwie komisch. Aber das ist auch mit hier. So. Vierte ist auch erledigt. Und da gehen wir natürlich das letzte durch. Knusch. Das hat jeder. Das hat jeder auf jeden Fall. Zum Beispiel bei mir ist da auf dem Pult ist natürlich Chaos, also eine Unordnung oder Durcheinander. Da gibt es noch weitere Begriffe dazu. Durcheinander, sich durcheinander bringen. Das ist, wenn jemand etwas redet, du etwas verwirrt bist, also im Kopf ein Durcheinander, das kann man auch sagen. So. Oder man kann auch so verstehen, dass jemand erklärt und diese Person, also Person 1 etwas erklärt und Person 2 das nicht begreift, weil er ein Knusch im Kopf hat oder er einfach nicht versteht, was er gesagt hat. Ja, kann man auch so sagen, ganz klar. So, jetzt habe ich die 5 schon mal gemacht. Und ja, ich gebe es ja zu, ich bin nicht so gut, was Hochdeutsch anbelangt. Und ihr merkt es ja selber, bin nicht so gut darin. Aber ich gebe mir wenn schon Mühe, dass ihr das auch versteht. Und ich kann auch lernen, ja, besser Deutsch zu sprechen. Ja, und da habe ich etwas kaputt gemacht. Ja, gut. Ja, das Video ist natürlich wieder zu Ende. Und da würde ich mal sagen, ist natürlich heute nur kurz gehalten.
Aber ich fliege natürlich weiter durch diverse Game und ich hoffe, das hat euch gefallen. Und ich bedanke mich fürs Zuschauen. Tschö mit Ö. Tschö mit Ö. So.